Freunde, bald ist es soweit. Ich bin extremst gehypt. Es wird huge. Diesen Sonntag, 8. August, 13:00 Uhr, findet das größte Schweizer Twitch-Event ever statt. Die Turnstunde, das ist Schweizerdeutsch. An alle Deutschen, die sich denken, Turnstunde, das klingt so wack. Turnstunde ist eine Turnstunde, also eine Sportstunde auf Schweizerdeutsch und heißt einfach Turnstunde. Und das ist ein Event von mir, Maelo, Elia und Grisha Yeti. Und das ist das erste große Schweizer Twitch-Event und ich bin extremst gehypt auf dieses Event. Links ist Maelo, Mitte bin ich, rechts ist Mauri Pastore. Mauri Pastore, meiner Meinung nach ein sehr, sehr geiler TikToker, deshalb habe ich ihn eingeladen. Das Ganze wird, wie gesagt, diesen Sonntag am 8. August stattfinden und, Freunde, ich sag's euch, Maelo wird keine Chance haben, das Ding zu gewinnen, weil ich habe trainiert. Es geht um Ping-Pong, logischerweise, Tischtennis. Ja, genau so wird es dann aussehen. Aber ich will ein bisschen über das Event reden. Das Event findet diesen Sonntag statt. Wir arbeiten schon fast seit einem Jahr an diesem Event. Das klingt immer so, oh mein Gott, die arbeiten so lang dran. Aber eigentlich hätte das Event letzten November stattfinden sollten. Ich kann nicht reden. Es hätte am 22. November 2020 stattfinden sollen. Das wurde dann verschoben wegen Corona und wir konnten das jetzt die ganze Zeit nicht machen. Deshalb ist es jetzt der 8. August geworden. Es werden spielen Mauri Pastore, Maelo Romani, Gian Maria Finger, Nilay, Robin Pickis, Nati Style, Flavio Stucchi und ich. Das heißt, wir sind 8 Teilnehmer. Nati spielt eigentlich nicht, sie ist Moderatorin. Das wird huge, Chat. Um das Event ganz kurz zusammenzufassen, es ist so das größte Schweizer Twitch-Event und es ist nebenbei auch ein Ping-Pong-Turnier. Das heißt, es ist wirklich nicht so ein Spaßturnier, wir spielen wirklich richtig und das Lustige ist, ich habe trainiert, Maelo hat trainiert, Elia hat trainiert, Flavio Stucchi trainiert, Can trainiert und Robin trainiert. Ich weiß nicht, ob Nilay trainiert, aber viele Leute trainieren. Das heißt, es wird nicht nur ein Spaß-Stream, es ist so eine Mischung aus Spaß und Labern, aber auch wirklich Ping-Pong spielen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das jetzt mal reinschreiben, weil ich will so ein bisschen Fragen beantworten, weil ich habe so auf Insta ein paar Fragen bekommen. Zum Beispiel, wird der Event auf Hochdeutsch oder wird der Event auf Schweizerdeutsch sein? Der Event, und das ist jetzt der Twist an der ganzen Sache, der Event wird tatsächlich auf Schweizerdeutsch sein und nicht auf Hochdeutsch. Hat einen ganz einfachen Grund, der Event hätte letzten November sein sollen. Dann habe ich noch gar keine hochdeutschen Videos gemacht, keine hochdeutschen TikToks, keine hochdeutschen YouTube-Videos und keine hochdeutschen Streams. Deshalb wird der Stream auf Hochdeutsch sein. Das heißt, an alle Hochdeutschen, das wird huge. An alle Deutschen, das wird huge. Ihr könnt zuschauen und Schweizerdeutsch lernen. 2 in 1, Digga. Das gibt's so nirgends. Welche Zeit ist das Event? Um welche Zeit ist das Event? Das Event startet um 13:00 Uhr. Am Nachmittag sind die Vorrunden. Das heißt, alle werden gegen alle spielen und dann gegen den Abend geht's in die Playoffs, also Playoffs in die, wie sagen wir dem? In die Entscheidungsphase des Turniers. Das heißt, dann muss man gewinnen, um weiterzukommen. Und I guess so um 8 Uhr ist der Final oder ist das Finale. Und ja. Digga, einfach Streamer machen, grillen nebenbei, das wird huge. Und das Wetter passt, ja, das Event ist drin, das heißt, wenn es draußen regnet, dann ist es perfekt. Es soll regnen, ich hoffe, es regnet am Sonntag. Wir haben so ein Feld, das wirklich so den Sport-Charakter hat und dann haben wir eine Chiller-Ecke, wo so mehr zum Chillen ist, mehr zum Labern und dort wird immer hin und her geschalten zwischen den beiden. Und die Spiele, übrigens an alle Deutschen, die Spiele werden auf Hochdeutsch kommentiert. Das heißt, in den Spielen selber werdet ihr was verstehen, während zwischen den Spielen ist alles Schweizerdeutsch. Das Ganze ist actually ein Nullsummenspiel, kann man das sagen. Wir haben knapp 10.000 Franken kostet das Ganze und wir werden unterstützt von Decathlon, Sony und Red Bull. Das sind die 3 Sponsoren, die das bezahlen. Kuss geht raus an die 3, dass wir das machen können. Wir verdienen an diesem Stream absolut nichts, Digga. Es ist nur Aufwand, aber wir haben richtig Bock, sowas zu machen, weil in der Schweiz gibt es das noch nicht. In der Schweiz ist Twitch allgemein noch nicht so groß und deshalb denke ich, wird das Event recht einzigartig, Digga. Wir sind so einzigartig, ich kann es nicht fassen. Der Stream einfach während dem FCB-Spiel. Ja, dann schaust du halt den Stream, dann das FCB-Spiel und dann kommst du wieder in den Stream. Und das Geile an dem Konzept der Turnstunde ist, dass man das wie ausbauen kann. Chat, was gäbe es noch für Sportarten, wo man theoretisch dann ein weiteres Event machen könnte? Zum Beispiel, was haben wir schon gedacht? Fußball wäre eine Möglichkeit. Oder so Völkerball-Type-Beat. Völkerball-Stream wäre richtig funny, glaube ich. Mit so 2 Moderatoren, die so richtig ausrasten, wenn jemand getroffen wird. Das wäre huge. Also man kann das Format eigentlich so sehr gut anpassen und das Geile daran ist, man kann das Format auch in Deutschland machen. Das heißt, wenn wir nice Streamer kennen in der Zukunft, dann kann man das Event auch mal in Deutschland machen. Oder Brennball. Ja, so richtige
so Sportarten, die eigentlich so in einer Turnstunde geil sind, aber in echt oder so nicht so pro-mäßig sind. Irgendwie so Völkerball, Brennball. Dann einfach komplett ausrasten bei diesen Sportarten. Das wäre geil. Der Boden ist Lava-Stream. Imagine. Aber das wäre das grobe Konzept. Das heißt, kommt am Sonntag vorbei. 13:00 Uhr geht's los. Am Nachmittag sind die Vorrunden. Am Abend ist die K.O.-Phase und das wird richtig geil. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil es ist extrem viel, das zusammenpassen muss. Wir haben jemand, der extern den Ton macht. Wir haben jemand, der das Bild cuttet. Wir haben, glaube ich, 10 Kameras. Wir haben noch nie sowas gemacht. Wir machen das zum ersten Mal und wir hoffen ehrlich, dass das Ganze funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann wird's geil. Aber Brennball oder Völkerball habe ich wirklich richtig Bock, um das so zu machen. Eine Zuschauermannschaft sollte es auch geben. Ja, vielleicht beim nächsten Event, aber jetzt nicht. Squash. Squash ist schwierig zum Streamen, dass man das gut filmen kann. Und ich sag's euch jetzt, wie es ist, Chat. Wer am Sonntag nicht vorbeischaut, der ist einfach komplett lost, Digga. Der ist wirklich komplett lost. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Wenn ihr Fragen zum Event habt, schreibt's einfach in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video oder am Sonntag. Bitte Tonstunde. Bis dann. Peace, Digga.